Eigentlich ist das Rezept gar nicht so schwierig. Es braucht Rotwein, es braucht Zucker und es braucht Weihnachtsgewürz. Und gleich schaffen es nicht alle Hersteller, einen Glühwein zu produzieren, der den Namen verdient. Charlotte Michel. Christkindlmarkt im Zürcher Hauptbahnhof. Weihnachtszeit ist Glühweinsaison. Zweimal Glühwein? Ja. Im Glühweinhäuschen dampfen die Kessel. Und die Kunden stehen Schlange. Viele Leute verbinden mit Glühwein Erinnerungen. Natürlich Weihnachten, freudige Gesichter und sich mit Leuten treffen. Er schmeckt fein und er ist vor allem warm und das ist eine gute Sache für die Jahreszeit, oder? Anstatt der normalen Apo gehen wir jetzt einfach einen Glühwein trinken. Ja. Auch sie trinken Glühwein. Im Auftrag von Kassensturz. 5 Fachleute testen Glühweine. In der Degustation 8 trinkfertige Produkte. Sie kosten zwischen 1,99 Franken und 14,80 Franken pro Liter und enthalten zwischen 8 und 14% Alkohol. Die Glühweine sind trinkfertig. Sie müssen nur noch in der Pfanne erhitzt werden. In der Jury Barbara Meyer-Dittus, Chefredaktorin der Fachzeitschrift Vinum. Peter Stettler, Geschäftsführer der Gewürzhandlung Stedi. Erwin Brands führt die Bar Barchetta im Hotel Storchen in Zürich. René Lampard kocht im Kurhaus Ohmstal im Kanton Luzern. Und Hans Babitz ist Dozent an der Akademie du Vin. Der Sensoriker Patrick Zbinden überwacht die Degustation. Vor dem Servieren erhitzt er den Glühwein auf rund 70 Grad. Glühwein wird aus Rotwein, Weihnachtsgewürzen und Zucker zubereitet. Das gibt den typischen Geschmack. Der Schleppkuchen, das ist der Weihnachtsmarkt hier, das ist eine gewisse Stimmung, was auch im Maul stattfinden muss, also die Weihnachtsstimmung. Für mich muss der Wein angenehm sein im Maul und darf dann einfach so, wie die Weinkenner jetzt natürlich sagen, im Abgang so eine duftige, feine, runde Note haben. Nicht zu viel Nägel, gleich ein bisschen Zimt, auch ein bisschen Zitrone darf es drin haben. Die Tester beurteilen die Glühweine nach verschiedenen Kriterien. Farbe, Geruch und Geschmack. Am Schluss geben sie Noten zwischen 1 und 6. Am schlechtesten abgeschnitten hat der teuerste Glühwein gekauft bei Globus. 14,80 Franken kostet der Liter, Note 1,5. Für mich ist das ein nahezu verdorbener Wein, den man als Basis braucht, oxidiert. Und das geht einfach nicht. Also das ist offensichtlich hat man da etwas verarbeitet, das man sonst nicht mehr brauchen konnte. Raums Glühwein von Denner erhält ebenfalls eine schlechte Bewertung, Note 2. Ebenfalls Note 2 für den Glühwein Plozza von Manor. Mit einem Preis von 6,60 Franken pro Liter, einer der teureren im Test. Auch der Glühwein Palma, erhältlich bei Volk und Spar, ist bei der Jury durchgefallen, Note 2. Zum Teil sind sie total überwürzt mit einzelnen Gewürzen. Nägeli ist mir sehr stark aufgefallen und Zimt. Und ich glaube, wir sollten Glühwein trinken und nicht das Nägeli-Extrakt. Jurymitglied René Lampard macht Glühwein immer selber. Er mischt Mandarinensaft mit einem guten Schweizer Rotwein. Dann würzt er mit Zimtblättern, Sternanis, Kardamomkapseln und Vanillestangen. Also ich setze den Glühwein immer am Abend davor an, also alle Gewürze, alles dazu, damit sich die Gewürze mit dem Wein schön verbinden, harmonieren und erst am anderen Morgen dann eigentlich aufsetzen. Die häufigsten Fälle sind beim Glühwein, dass man den Wein kocht, also dass er sprudelt und so, dann wird er nachher bitter. Oder man nimmt zu viel Gewürz oder eintönige Gewürze, dass es einfach nachher gewürzlastig wird. Die Balance zwischen Wein und Gewürz sollte eigentlich relativ ausgeglichen sein. Der Christkindesmarkt Glühwein hat wegen der Weinqualität Abzüge bekommen. Es reicht nur zu Note 3.
Glöck, der Glühwein von Ikea, der zweitteuerste im Test, erhält die Note 4. Gleiche Note für den Glühwein von Coop für 2,95 Franken. Überraschender Testsieger ist der Christkindl-Glühwein von Aldi mit 1,99 Franken der günstigste. Ausschlaggebend für die gute Note? Das Gaumengefühl. Es ist etwas, das sich gut anfühlt und rund im Maul ist und füllig. Ein Tipp vom Profi. Auch mit mittelmäßigen Glühweinen lässt sich etwas machen. Und man kann ja immer noch einen persönlichen Pfiff reingeben. Und mit dem persönlichen Pfiff könnte man, glaube ich, aus einigen etwas rausholen. Und sei es, was man dann gerne hat, so einen kleinen Schuss, irgendein Lieblingslikör und noch ein spezielles Gewürz. Und so findet selbst die strenge Jury am Schluss noch versöhnliche Worte. Der billigste Glühwein, der Christkindl-Glühwein vom Aldi, das ist der beste. Und der teuerste, der vom Globus, das ist der schlechteste. Der Globus sagt im Kassensturz, sie haben bei einer internen Nachdegustation tatsächlich, Zitat, einen Aromaverlust festgestellt. Globus hat sofort reagiert, der Lieferant muss neue Glühwein produzieren und den nur noch mit 12 Monaten Haltbarkeit auszeichnen. Und auch noch wichtig, der schlechte Glühwein, den haben sie aus dem Gestell genommen. Ihr wisst, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, am Silvester kommt auf vielen Fernsehstationen immer das gleiche Programm. Jedes Jahr das gleiche Programm, der legendäre Sketch «Dinner for One». Eine schöne Tradition. Wir vom Kassensturz, wir haben